So, habe die Ehre miteinander. Gut, es geht weiter beim 14. Spieltag, nicht beim 4. Da sind wir schon weit hinaus. Gut, schauen wir mal unter Steam. Aha, gut, heute sind wieder mehrere fit und in besserer Verfassung als zuletzt. Und dann schauen wir nochmal auf den Spielplan. Wir sind schon im November. Das heißt, lang haben wir nicht mehr bis zum Transferzeitraum. Und dann kommen die neuen Männer. Gut. Heute, wo spät denn eigentlich... Moment, wo sind wir denn da? Teuren. Auf was für ein Tabellenplatz ist denn unser Gegner? Die Queens Park Rangers. Auf Platz 15. Ja, wenn die so weitermachen, dann überholen die bei Chelsea. So, in der Aufstellung. Anita bleibt daheim. Und ich würde sagen, Ronaldo bleibt auch daheim. Das können wir verkraften gegen die Rangers. Die sind nicht die Besten. So, heute wieder live aus dem St. James Park. Newcastle United gegen die Queens Park Rangers. Englische Premier League. Ja, und da habe ich zuletzt auf meinem YouTube-Kanal entdeckt. Also die Aufrufe. Und zwar habe ich jetzt durch das Pro Evolution Soccer Let's Play Aufrufe aus England. Ist natürlich irgendwie geil. Nur die werden wahrscheinlich nichts verstehen, was ich da sage. Aber ist trotzdem irgendwie gut, dass man da Einschaltquoten hat. Und dass sie die da drum auch schauen. Und vielleicht freuen sie sich sogar, dass ich da Newcastle zum virtuellen Erfolg führe. Kann ja sein, dass es irgendwie gut ankommt. So, jetzt müssen wir jetzt nochmal aufpassen. Sonst gibt es halt, glaube ich, keinen Erfolg. So, Kieran Dyer hat einen Ball noch. Jetzt nimmer. Oh, weiter Pass. Ben Arfa erwischt ihn. Da erklärt. So, Gutierrez über das Tor. Der hat ja gegen Chelsea hat der 2 Tore gemacht. War natürlich eine super Leistung. Allerdings hapert es bei Chelsea zurzeit. Zumindest bei uns darin. Weil die nur auf Platz 14, glaube ich, stehen. Und wenn halt die Rangers gewinnen und Chelsea irgendwie abkackt, dann ziehen die vorbei. In der Tabelle zumindest. Und er erwischt ihn noch. Und ganz viel Glück für Green. Ist Green nicht der Nationalkeeper von England? So, Cissé verliert den Ball. Miobi ins Leere. Aber Fabio klärt zur Ecken erst einmal. Wird die erste sein für uns. Ja, da haben wir uns super einen Ball abnehmen lassen von Granero. Oh, Granero trippelt da durch.
War das kein Foulspiel? Nein, war keins. Einwurf für uns. Ja, war gar nicht so schlecht gemacht von Ryan Taylor. So, zurück zu Krul. Und da vorne ist gar keiner. Also schickt man mal einen Gutierrez. Aber ohne Erfolg bisher. So, jetzt gibt es Einwurf für Newcastle. Taylor. Tiote. Wahrscheinlich wenn ich mich verfluche, weil ich die Namen immer verkehrt aussprich. Das war Fehlpass. Park Hee-sung. Der war mal bei Manchester, bei United. Oder war es Chu Jung Park? Also irgendein Koreaner war es zumindest. So, Taylor stoppt den Stürmer. Minuten Nachspielzeit, weiterhin 0-0. Bosingwa klärt. Ja, und der Schiedsrichter pfeift ab. Das war's mit der ersten Halbzeit. 0-0 bisher. Ja, beide Mannschaften haben bis jetzt nicht viel gesorgt. Von uns ist nicht viel gekommen, von den anderen auch nicht. Ballbesitz liegt bei 63% für uns, aber wir haben nicht besonders viel draus gemacht. Wollen wir wechseln? Oder lassen wir es dabei? Eigentlich kann man es lassen. Also, zweite Halbzeit. Jetzt muss mehr kommen. Zumindest von uns, wenn wir weiter mitwischen wollen. Weil wir in der Tabelle punktgleich sind mit den Hotspurs und mit noch irgendjemanden, mit Arsenal, Money. Oder Liverpool, also irgendeiner war es noch. Ja, da war nicht mal so schlecht geschossen. Etwas platzierter, dann war der Oma reingehauen. Also im Winkel war der eingeschlagen. Daher. So, jetzt ein schneller Konter. Dembaba hat jetzt Freibahn, verfolgt von Nelson. Ja, da ist noch einer dazwischen gestanden. Bei Nafa geblockt. So, jetzt der schnelle Konter für die Rangers. Coloccini klärt erstmal zum Einwurf. Jetzt kackt gerade die Fraps zur Lob. Jetzt hat sie sich wieder stabilisiert. Ja, da waren wir wieder geblockt worden. Abschlag von Green.
So, Tiote gewinnt den Zweikampf. So, Vorsicht. Oh, Granero. Ja. Und das war ein erfolgreicher Konter. Also, 1-0 für die Queen's Park Rangers. Der Spanier, Granero, war im Laufduell deutlich schneller als unsere Verteidiger. Ja, schlecht verteidigt von Coloccini. Und unser Keeper war da chancenlos und somit liegen wir hinten. Ja, so schnell kann es gehen. Ja, Dembaba. Wieder mal übers Tor. Fehlpass. Wright Phillips, Bosingwa. So, Santon klärt zum Einwurf. Nächster Wechsel bei den Rangers. Oh, Fabio ist durch. Das war kein Foul. So, jetzt hat vielleicht einmal schneller Konter über rechts. Ja, da ist der Ball schon wieder weggert. Taylor. Amiobi, ziemlich weit hinten. Und ich glaube, das wird ein schlechter Angriff. Jetzt müssen wir mal wechseln. Ich glaube, bei Afa lassen wir lieber drin hat. Wir dann da noch einen zusätzlichen offensiven Mann rein. Und zwar Oscar. Vorne hat wir noch einen fitten Stürmer rein. Dann bleibt der da allein im zentralen Mittelfeld. Und Tarabat. Ja. Und der macht 2-0. Also heute, glaube ich, schneiden wir schlecht ab. Heute ist auf jeden Fall nicht unser Tag. Also neuer Spielstand. Die Rangers 2, Newcastle 0. Ich hoffe, die englischen Fans können mir das verzeihen, da wir halt nicht so gut abschneiden. Ja, gut. Also sorry, aber heute wird es nix. 3-0. Heute geht es uns so wie Chelsea. Die haben wir 4-2 weggeschossen. Und heute schießen uns die Rangers weg. Vielleicht gibt es noch einen Ehrentreffer für uns. Aber ich glaube eher weniger drauf. Ja, wir kommen gar nicht in den Strafraum rein. Und der nächste weite Ball.
Tja, Freunde, das war's. Also, heute verlieren wir 3-0 gegen die Queen's Park Rangers. Da haben wir in der ersten Halbzeit noch tapfer dagegen gehalten und waren auf einer Linie. Und in der zweiten Halbzeit haben die einfach das Ruder übernommen und haben uns eiskalt abgeschossen. Aber so ist es halt einmal. Man kann ja nicht immer gewinnen. Und die sind wirklich jetzt schon an Chelsea vorbei. Jetzt sind sie auf Platz 10. Wir sind runtergefallen auf Platz 4. Weil Hotspurs vorbei ist. Okay. Und punktgleich mit Liverpool. Gut, also sollte man die nächsten Spiele vielleicht nicht mehr verlieren. Jetzt geht's gegen den FC Everton.